Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, ich habe gerade gesehen, Pressetalk Außentrainingslager. Der erste Pressetalk zur neuen Saison mit unserem Coach. Und von daher würde ich sagen, gehen wir einfach rein. Auf geht's, Leute. Ja, gut schaust aus, frisch, gute Laune, Lust. Gute Lüge zum Auftakt. Naja, also frisch sieht er jetzt nicht aus, oder? Er hat ja ungefähr so wenig Haare wie ich auf dem Kopf. Also ich glaube, Thomas würde auch besser aussehen, wenn er sich Glatze rasiert, oder? Hier so eine Geheimratseck ein bisschen hinten hin. Deswegen hat er sonst auch immer ein Cappy aufgehabt. Was ist da los? Hm? Glückwunsch. Misslungen. Frisch rasiert für die Medien. Ja. Und am altehrwürdigen Tegernsee. Ja, genau. Wie sich's gehört. Also, Bild. los geht's. Los geht's, gutes Stichwort. Okay, erste Frage bitte, Handzeichen Mario Abfahrt. Krischl für den Kicker und da kommt auch das Mikrofon. Danke. Servus, Herr Tuchel. Können Sie zum Einstand vielleicht mal einen Überblick geben, wer hier dabei ist, wer nicht? Irgendeinen komischen Filter oder warum ist das Adidas-Logo grün und unser Bayern-Logo lila? Und die Streifen an der Jacke sind auch lila, also gehe ich davon aus, dass das gewollt ist. Was ist das denn? Rot-Weiß ist nicht mehr, oder was? Beziehungsweise wer nicht und warum? Ich hätte jetzt beinahe gesagt, alle sind dabei, aber Matthias de Ligt macht noch individuelles De Ligt. Training nach seiner Verletzung bei der Nationalmannschaft. Das sieht aber sehr, sehr gut aus. Das ist eine Frage von Tagen. Der wird, wenn alles so jetzt bleibt, direkt nach dem Trainingslager mit einsteigen und dann mit nach Asien gehen. Manuel Neuer haben wir entschieden, dass er individuelles Programm weiterhin bekommt. Das bedeutet, er wird so ein bisschen pendeln zwischen individuellem Athletiktraining und individuellem Torwarttraining. Wir schauen, ob er sogar manchmal hier mit uns eine Torwarteinheit macht oder ob wir dann zu ihm fahren an die Silberner Straße. Müssen wir schauen. Das ist aber nur ein logistisches Thema. Da ist es so, um dem gleich vorne wegzugreifen, dass der Plan ist, dass Manu nicht mit nach Asien kommt, sondern nach der Asienreise teilintegriert wird ins Mannschaftstraining. Das wäre der optimale Verlauf. Ja, da bin ich echt gespannt, war. Wie es da so, ob der nochmal so in die Form kommt, die er hatte. Ich meine, das Alter ist halt einfach nicht zu leugnen. Ich meine, gut, auf der Torwartposition, aber so eine Verletzung, ja, weiß ich nicht. Hat uns da einfach keinen Gefallen mitgetan letztes Jahr, muss man einfach ganz klar so sagen. Bin sehr gespannt, ob sich das nochmal irgendwie einrenkt. Ja, ansonsten zu den Torhütern brauchen wir nichts sagen. Werden wohl beide wechseln, wie es aussieht aktuell. Ja, ich bin sehr gespannt, ob wir da nochmal wen verpflichten oder ob der Ulle das macht. Weil, wie gesagt, immer erstmal abwarten, ob der Manu nochmal so die Sicherheit findet, wa? Und ansonsten normale mitgenommen. Nee, das war's. Ja. Erste Der denn für ein Brot mir Entschuldigung auf für die Verleitung eigentlich? Ja, hallo Herr Tuchel. Hi. Eine kurze Nachfrage zu Neuer, den Zeitplan, den Sie skizziert haben. Bedeutet das, dass für das erste Spiel sein Einsatz als Nummer 1 jetzt gefährdet ist oder ist das weiterhin Ja, das das Ziel? ist schon ein sehr enger Zeitplan fürs erste Ja, nicht wundern, ich habe mein Wasser gesucht. Spiel. Jetzt gucken wir erstmal. Also wir brauchen einfach Zeit und ein bisschen Geduld. Haben wir beides nicht im Überfluss, aber es ist halt so bei Manu. Und die kriegt er auch die Zeit. Wir sprechen ja immerhin von Manuel Neuer. Deshalb die Ungeduld bei ihm selber ist am allergrößten. Und trotzdem braucht er dann jetzt einfach Tag für Tag und Woche für Woche wissen wir mehr. Also ich glaube, dass der Punktspielauftakt und der Supercup-Auftakt ein zu ambitioniertes Ziel ist. Und das brauchen wir uns auch gar nicht um die Schultern hängen und dem Manu auch nicht auf die Schultern legen, sondern wichtig ist, dass er jetzt Schritt Ja, da bin ich ja mal gespannt, ob sie wirklich Nübel und Sommer abgeben. für Schritt weitermacht und hoffentlich dann der Zeitplan stimmt, dass er teilintegriert wird im August ins Mannschaftstraining und dann schauen wir mal, wie die Belastung ausschaut, wie die Reaktionen ausschauen und dann, ich glaube dann, wenn es mal soweit ist, wird er nicht viel Zeit brauchen, um in die ganz spezifischen Abläufe reinzukommen, aber von der Schwere und von der Ungewöhnlichkeit der Verletzung brauchen wir einfach Geduld. Und wenn ich noch auf die eigentliche Frage, die ich stellen wollte,
Mit welchen Zielen starten Sie in diese Saison? Haben Sie schon zur Mannschaft gesprochen? Ja, wir haben einfach das Ziel, nicht abzusteigen, und es wäre schön, wenn wir in den Europacup kommen würden. Ja. Und dass wir ein bisschen Stabilität in die Mannschaft kriegen. Das sind unsere Ziele. Was soll anders werden? Was ist die Marschroute? Was Eine geben dumme Sie vor als Frage, Alter. Ziel für das? Wir haben ganz kurz zur Mannschaft gesprochen. Wir haben die Neuzugänge willkommen geheißen. Die willkommen geheißen, willkommen, die von Laien zurückkommen, die Jugendspieler, die neu dazu sind, oder Nachwuchsspieler, die mit ins Trainingslager gehen. Also eine ganz kurze Ansprache, und dann ging es raus auf den Platz heute Morgen zum ersten Mal mit der ganzen Gruppe. Und jetzt dann gleich nochmal um 6 Uhr. Ich glaube, jetzt ist es im Moment noch zu früh für Reden. Die Ziele sind ja bei Bayern klar definiert, aber als allererster Schritt müssen wir, glaube ich, als Gruppe zusammenwachsen und einen Teamgeist entwickeln. Und ja, ich meine, ich greife ja Ihren ganzen Fragen voraus. Solange noch Transferfenster ist und so weiter, ist ja auch immer ein bisschen so, ja, sehr vage. Der Kader jetzt wird höchstwahrscheinlich nicht der Kader sein, mit dem wir am 1.7., am 1.9. die Spiele bestreiten. Da gehe ich auch von aus, ne? Und das beziehen wir natürlich alles mit ein. Aber wir haben klar gesagt, wir haben 4 Wochen Zeit bis zum ersten Pflichtspiel im Supercup, was sehr schön ist, dass alle Spieler da sind. Das ist ja ganz oft so in Vorbereitungen, dass Nationalspieler nachkommen und die früher ausgeschieden sind bei irgendeinem Turnier kommen, dann kommen eine Woche später nochmal welche. Und dann ist es so zerstückelt. Das haben wir jetzt gar nicht, und deshalb ist gut. Wir haben jetzt sofort 6 Trainingstage, die wir nutzen können, um zusammenzuwachsen, um unsere Prinzipien reinzukriegen und einzuschleifen. Und wir lernen uns jetzt auch nicht ganz neu kennen. Der Großteil kennt mich, ich kenne den Großteil. So, es ist gut, gute Ausgangslage, aber noch keine Zeit für große Reden. Nebenmann Christian Kunz für die dpa. Im Vorjahr hatten Sie nicht große Eingewöhnungszeit, jetzt haben Sie eine ganze Vorbereitung. Wie schön ist das für Sie, und was, wenn Sie da besondere Impulse? Ich denke, wir werden mal gucken, ob der Kimmich die Ecken mit dem anderen Fuß schießt, vielleicht in der kommenden Setzen. Ja, das ist super. Und wie gesagt, die Besonderheit dieser Vorbereitung ist, dass alle da sind von Beginn, und dass wir 4 Wochen zusammen haben und damit unsere Prinzipien einschleifen können, wie wir Fußball spielen wollen, wie wir zusammen als Gruppe funktionieren wollen, wie wir zusammen als Naja, ist trotzdem schon schwierig, wenn so ein Kim dann erst irgendwie in 2-3 Wochen aufsteigt. Wenn so ein Kane, oder wenn es nicht Kane wird, irgendein anderer Stürmer, der dann erst irgendwie kurz vor dem 1.9. aufschlägt, und so weiter und so fort. Wenn dann noch ein anderer Sechser irgendwie aufschlägt, alles ein bisschen schwierig, ne? Finde ich schon wild, sag ich's mal. Also es wäre schon schön gewesen irgendwie, ich meine, die Zeit war genug da, so Transferfenster macht auf, bam, bam, bam. So, dann hättest du die 3 wichtigen Baustellen, die du hast, direkt schließen können, und wäre gut gewesen, ne? Und dann hättest du immer noch gucken können, was gibst du ab, was kannst du vielleicht nochmal feintunen, aber jetzt wieder sozusagen, so wir gehen mit der zentralen Position des Sechsers, die noch völlig unbesetzt ist, stellen wir einfach mal temporär jemanden dahin, Position des Stürmers dasselbe. Schwierig irgendwie, finde ich. Als Mannschaft und Trainerstab miteinander umgehen wollen, und ich glaube, dass uns das... Aber ja, kann man jetzt den aktuell Verantwortlichen halt relativ wenig einen Vorwurf machen, weil das wäre ja schon so Bratzos Job gewesen und Ollis Job. Von daher müssen wir damit aktuell leider so ein bisschen leben und können da schlecht die Leute in die Verantwortung nehmen irgendwie, ne? Gelingt, da habe ich jetzt keinen Zweifel daran. Im Moment haben alle große Lust, sich zu beweisen. Und wir werden dann im Laufe der Transferperiode natürlich versuchen, unsere Mannschaft noch zu verstärken. Und die wird sich auch noch ein bisschen verändern, höchstwahrscheinlich. Na, man sieht aber auf jeden Fall, dass noch einiges geplant ist, so wie der Tuchel redet, ne? Und dann werden wir hoffentlich bereit sein. 4 Wochen gehen schnell vorbei, wenn man bedenkt, dass wir dann nächste Woche ja schon, also nach einer Woche hier, ziemlich schnell nach Asien starten, dann dort 3 Spiele haben. Und dann mit Reise und Jetlag geht das ja dann immer zackig. Deshalb gilt es, die Zeit gut zu nutzen. Zweite Reihe Maximilian Koch für die Abendzeitung. Ja, Herr Tuchel, Declan Rice hier vorne, ist heute zum FC Arsenal gewechselt. Ja. Warum ist es letztlich nicht gelungen, diesen Spieler zum FC Bayern zu holen? Und suchen Sie jetzt noch weiter auf dieser Sechserposition? Also, um Ihrer Frage elegant auszuweichen, ist es natürlich so, dass
dass dieser Spieler, der jetzt bei Arsenal ist, Declan Rice, ein Profil hat, den wir meiner Meinung nach so nicht im Kader haben. Und es könnte eine interessante Ergänzung des Kaders sein, einen Spieler mit dem Profil bei uns zu haben. Aber wir brauchen natürlich eine gewisse Qualität, Persönlichkeit, um unseren sehr guten Kader noch stärker. Ich denke halt auch wenn wir hatten Diskussionen in den Kommentaren, aber ich denke auch von der Persönlichkeit her wäre er auf jeden Fall ein Spieler gewesen, der nochmal richtig gezündet hätte, das nächste Level. Ja, der hätte mal so ein Kimmich von der Persönlichkeit her und vom Leaderstatus und so mal richtig Feuer unterm Arsch gemacht. Fußballerisch waren ja auch einige so, wie gesagt, ich kann ihn schlecht einschätzen, ich kenne ihn nicht als Spieler, ja, aber da war ja so teils gemischte Meinungen in den Kommentaren, was man ja auch verstehen kann, gerade bei der Summe, die da im Umlauf war. Aber ich denke so als Typ, weil er ist ja auch der Typ Leader, Kapitän bei Dingens, bei West Ham gewesen und so weiter, hätte er uns schon gut getan. Aber natürlich macht es auch keinen Sinn, wenn so ein Spieler nicht aus England weg möchte, ne? Ist ja auch klar. Aber so eine A-Typ wäre schon eine Verstärkung. Stärker zu machen. Deshalb gibt es nicht so viele. Und in dem Fall ist Declan zu Arsenal gewechselt, was dann auch okay ist. Und guter Spieler, guter Club. So ist es manchmal. Nebendran Georg Holzner für einen Kicker. Hallo Herr Tuchel, grüß Sie. Können Sie vielleicht mal kurz skizzieren, wie für Sie die Zeit aussah nach dem letzten Bundesligaspieltag der abgelaufenen Saison bis jetzt, wie Ihre Rolle da war und wie die ganzen Aktivitäten... Wie er schelmisch lacht, Alter. Inklusive Urlaub oder ohne? Muss ich jetzt nicht jedes Detail wissen, aber nehmen wir mal, beschränken uns auf die Arbeit. Hätte ich auch nicht verraten. Ja gut, wir haben uns sehr regelmäßig getroffen, auch an der Sebener Straße getroffen. Und natürlich war im Vordergrund eine sehr enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Marco Neppe als technischem Direktor und mit Jan Dresen als CEO, das dann auf einer fast täglichen Basis mit Nachrichten, mit Telefon und so weiter. Aber es gab natürlich auch die etwas größere regelmäßige Runde mit Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß und Herbert Heiner. Das ist einfach auch sehr wichtig, deren Engagement, deren Leidenschaft, deren Herzblut und vor allem deren Know-how und Sachverstand damit zu nutzen. Und da haben wir uns von Woche zu Woche dort getroffen und das war im Grunde relativ. Naja, bisher sehen wir ja noch nicht wirklich Ergebnisse, muss man ja auch mal ganz klar so sagen. Ne? Leimer war schon vorher fix. Also gut, Kim, ja. Gut, das ist natürlich schon eine Hausnummer, kann man so sehen. Bin gespannt. Relativ schnell so, dass es diese nach einer Woche, glaube ich, nach Saisonbeginn, haben dann die Saison analysiert, haben das vorgestellt und haben dann Transferziele festgelegt, Dinge festgelegt, die wir machen wollen und sind dann daran dran geblieben. Aber die eigentliche, dann die Hauptarbeit war zwischen Marco Neppe, Jan Dresen und mir und die bleibt natürlich auch so, weil es ja nicht mit dem Trainingsstart dann beendet ist. Sehr enger Kreis, manchmal etwas größere Runde, aber sehr vertrauensvoll, sehr zielorientiert, sehr interessant. Naja, hört sich ja auf jeden Fall vernünftig an, was er so erzählt, ne? Also ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen was anderes wie sonst und wenn man ehrlich ist, kam ja jetzt auch nicht irgendwelche Internen nach draußen. Alles, was so geschrieben wurde, war ja fast nur Pfeifen im Walde, war. Und sehr meinungsstark, deshalb alles in Ordnung. Dann auf der linken Seite Taufik Halil für den Bayerischen Rundfunk. Herr Tuchel, es sind ja nun die ersten 9 schon eingetroffen. Können Sie uns ein bisschen was über die sagen, die schon da sind? Und gehen Sie davon aus, dass vielleicht in den nächsten Tagen, da ist ja immer noch einer offen, auf dessen Vollzug man seitens Korea, also aus Korea, war er ja zuletzt auch noch wartet, wie das aussieht. Lukas Hernandez ist weg. Wie nötig da jemand wäre, auch auf der Position? Ja, wir wollen Lukas ersetzen. Und das ist jetzt nicht mehr das allergrößte Geheimnis, um welchen Spieler das geht. Trotzdem würde ich mir das Recht rausnehmen, das jetzt nicht zu kommentieren, weil das natürlich nicht hilft in Verhandlungen, das öffentlich zu kommentieren. Aber klar, wollen wir Lukas ersetzen, mit dem wir geplant haben und den ich sehr schätze und der auch eine ganz
wesentliche Lücke, glaube ich, hinterlassen hat mit seiner Verletzung bei der WM gemeinsam mit Manuel Neuer. Eine ganz wesentliche Lücke und in meiner persönlichen Planung eine große Rolle gespielt hat. Aber wie es manchmal so ist, wenn ein Spieler dann klar macht, dass er unbedingt gehen möchte und auch ein Reisende soll man nicht aufhalten. Das ist eigentlich das beste Fazit, was du ziehen kannst zu Lucas Hernandez. Und wenn wir ehrlich sind, ich lese immer oft so, ja, und keine Wertschätzung und hin und her. Man muss halt mal anders sehen. Die Wertschätzung zeigt man ja auch damit, dass man jetzt noch 50 Millionen wieder dem Verein zurückgibt. Ja? Er hätte ja auch sagen können, ey, ich verlängere meinen Vertrag einfach nicht und ziehe das Jahr hier durch. Wäre ja nicht das erste Mal bei uns und gehe da nächste Saison ablösefrei und ziehe mir noch Handgeld rein. Also finde ich schon, dass das so der bessere Weg ist, dass man das klar kommuniziert, dass man sagt, yo, ich möchte weg und ich habe jetzt noch ein Jahr Vertrag und ja, er hat 50 Millionen noch eingespielt. Für einen Spieler, der bei uns nur 1/3 oder ich glaube 40% aller Spiele, die möglich gewesen wären, gemacht hat. Vom Typ her, vom Fußball auf dem Platz, der Fußballer als Typ, natürlich ein Verlust. Sehe ich genauso, aber ich denke, mit Kim können wir das auch ausgleichen. Und von daher sehe ich dem erstmal ganz entspannt entgegen. Ein Angebot hat, ein lukratives Angebot hat, das auch den Vereinsinteressen gerecht wird, dem vom FC Bayern. Ja, und eben. Wir denken, dass wir eine Alternative haben, die uns diese Lücke auffällt. Und wie gesagt, die Alternative wird mit Sicherheit nicht so viele Spiele verpassen wie an Hernandez in den Jahren, der bei uns war. Dann ist es so, dass wir dem zugestimmt haben und versuchen natürlich über die nächsten Tage da Vollzug zu melden, um die Lücke. Ja, und man muss ja auch sagen, dass es +/- ist, wenn man den Zahlen so Glauben schenken darf. Also alles tutti. Zu schließen. Ja, Rafa Guerrero kenne ich natürlich aus ja, vielleicht sagt er was. Ich bin sehr gespannt, wo er ihn sieht. Ob er ihn in der Viererkette sieht oder halt vielleicht als Sechser, weiß ich jetzt auch nicht. Schwierig, ey. Noch aus Dortmund, das ist... vielleicht sieht er ihn aber auch sogar als Linksaußen, ne? Linkes Mittelfeld. Auf Englisch würde man sagen ein No-Brainer. Das ist einfach fußballschlau, technisch super stark, portugiesischer Nationalspieler, kennt die Liga, versteht die Sprache, weigert sich ein bisschen die Sprache zu sprechen, aber versteht Deutsch. Und ein Schlitzohr kann Linksverteidiger spielen, kann im Mittelfeld spielen, kann auf der 8 spielen. Einfach da. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da siehst du schon mal sehr, sehr gut, weil der Tuchel hat nicht die 6 erwähnt. Das heißt, wir werden auf jeden Fall weiterhin an einen 6er dran sein. Dass er das mit der 8 erwähnt, ist vielleicht auch nochmal ein kleiner Fingerzeig an die Husuma, wa? Will mit uns Titel gewinnen. Also es war super einfache, super schnelle Entscheidung. Nee, aber wirklich interessant zu sehen, dass er ihn nicht irgendwie als 6er sieht. Ja, das finde ich schon ganz gut. 8er kann ich mir auch vorstellen. Und wie gesagt, linkes Mittelfeld, Sané und Gnabry. Ja? Nicht Knabry, sondern Gnabry. Bei mir wird er trotzdem Knabry heißen, müsst ihr mit leben, wenn die Leute, die das triggert in den Kommentaren. Knabry bei mir. Und Goretzka, nicht Goretzka. Ist mir nämlich Wurst. Nee, ich meine, die beiden sind jetzt auch nicht so überragend. Und wenn wir da nochmal eine Alternative haben, mit dem Guerrero, warum nicht, wa? Conny Leimer war vor mir entschieden, das wusste ich schon lange Zeit natürlich, es war nicht veröffentlicht, aber es ist vor mir entschieden und bin froh, dass er hier ist. Es ist natürlich große Konkurrenz im Mittelfeld, aber trotz allem auch ein Profil, extrem fleißig und extrem laufstark und definiert sich auch über Ballgewinne. Bin ich sehr gespannt, ob er die Chancen kriegt, die er verdient, der Leimer. Bin ich sehr gespannt. Er sagt ja, er wurde nicht von ihm angetütet. Mal abwarten. Und kann vielleicht nicht nur im Mittelfeld spielen. Mal schauen. Sehr interessant und sehr positive erste Eindrücke von ihm als Person und als Typ. Der passt, glaube ich, ebenfalls hervorragend ins Mannschaftsgefüge. Und dann haben wir noch ein paar Nachwuchsspieler dabei, die sich beweisen sollen. Dann in der ersten Reihe Manuel Bunke für die TZ. Hallo Herr Tuchel. Hallo. Herr Tuchel, ein anderer Name ist Harry Kane, erklärter Wunschspieler des FC Bayern für den Sturm vorne. Der Blick spricht Bände, Alter. Was zeichnet denn diesen Stürmer aus Trainersicht aus? Was für Fähigkeiten hat er? Und anschließend dazu,
Wie lang dauert es noch oder wie ist der Stand bei den Verhandlungen? Es gab eine ganz langweilige Antwort leider zu einer sehr interessanten Frage, dass ich natürlich keinen Kommentar abgebe zu Spielern, die nicht bei uns unter Vertrag sind. Wer hätte das Dazu gedacht? gehört auch dieser Spieler, dass wir auf Wer der hätte das Suche nach einer gedacht? Nummer 9 sind und auch da nur tätig werden wollen, wenn es denn jemanden ist, von dem wir alle überzeugt sind, dass er uns weiterbringt, sportlich, auch menschlich und von seiner Persönlichkeit, dann Ja, das ist natürlich so das Ding auch, was für Harry Kane spricht. Ja, einfach die Erfahrung und halt auch einfach die Persönlichkeit. Ja, da müssen wir einfach sagen, dass wir in der letzten Saison diesbezüglich einfach ja gesehen haben, dass uns da die Persönlichkeiten fehlen auf dem Platz, Alter. sind wir bereit, voll einzusteigen, wenn wir diesen Spieler identifiziert haben und ansonsten nicht. Ansonsten vertrauen wir unseren Spielern. Brauchen wir noch ein bisschen Geduld. Dahinter Carrie Hau für Sport 1. Hallo Herr Tuchel, Sie haben schon die Konkurrenz im Mittelfeld angesprochen. Da gibt es 2 Spieler, Gravenberch, Goretzka, da gibt es immer wieder Gerüchte auch um die beiden, ob die nicht den Verein verlassen können. Wie planen Sie mit ihnen? Planen Sie überhaupt mit ihnen? Können Sie vielleicht auch im Fall Goretzka, wo ja zuletzt auch viel berichtet wurde, bestätigen, dass er am 1.9. definitiv noch beim FC Bayern ist? Nee, kann Das er würde ich nicht. für keinen Spieler bestätigen. Ja. Dafür ist die Ist auch richtig so. Dafür haben wir viel zu viel schlechte Leistung letztes Jahr gesehen, anstatt das irgendwie zu bestätigen, oder? Transferzeit noch Außer für Delort. viel zu früh und es passieren viel zu viele Dinge, und dann stehe ich nachher da und muss, das hat aber gar nichts Hat er sich aber wieder geschickt aus der Fähre gezogen. Er sieht mir schon, dass er ein Fuchs ist, der Tuchel. jetzt mit Leon zu tun, du musst zurückrudern, so deshalb. Aber was ich Ihnen versichern kann, dass er natürlich, es sind beide Spieler von uns und haben beide Vertrag bei uns und es sind sehr unterschiedliche Ausgangspositionen. Ich finde nach wie vor, dass Ryan in der Herausfordererrolle ist und aus dieser Rolle das Beste machen muss. Und aus dieser Herausfordererrolle das Beste rausholen muss und so auch. Okay, das heißt, er wird definitiv wechseln, wenn ein passendes Angebot kommt. Oder vielleicht eine Leihe, die im Raum steht. Alles andere. Und das so auch annehmen muss. Leon ist mit Sicherheit und auch kein Geheimnis ein unbefriedigendes Ende der Saison. Nicht nur im letzten Spiel, sondern in der Ja, aber wie soll das besser werden für den Leon? Jetzt mal Tacheles. Wie soll das besser werden? I don't know. Er ist definitiv kein Sechser. Zumindest nicht den Sechser, den der Tuchel sucht. Er hat mit dem Leimer einen Spieler, der definitiv das bessere Leistungspotenzial hatte in der letzten Saison. Dann hast du noch einen Guerrero da. Du hast natürlich den Kimmich, der eigentlich immer spielt, der kein Sechser mehr spielen soll. Vom Sabitzer fange ich erst gar nicht an. Ja, also ich sehe jetzt keine Perspektive, dass ein Goretzka bei uns Stammspieler sein wird in der kommenden Saison. Ja, und ob das dann für eine Heim-EM reicht, weiß ich nicht. Am Ende des Tages muss er das wissen, aber es wird schwer für ihn. Ja. In der letzten Phase, für sich selber, für uns auch. Und er ist einfach von seinem Status, von seinem Vertrag, von seinem Alter jemand, von dem wir viel erwarten, dass er Verantwortung trägt, was er dass bisher die nicht Mannschaft gebracht trägt. hat. Und, da ist Luft nach oben. Und unsere Aufgabe ist, ihm dabei zu helfen. Es können immer Situationen entstehen, wie auch bei Lucas Hernandez, wie gesagt, mit dem ich voll gerechnet habe, wo Spieler andere Pläne haben. Das habe ich jetzt von Leon so nicht gehört, aber es ist auch erst der Anfang der Vorbereitung. So, deshalb, es gibt einen großen Konkurrenzkampf. Also es ist Fakt, sobald wir einen Sechser verpflichtet haben, so kannst du einen Gravenberch, kannst du einen Goretzka und kannst du einen Sabitzer rausnehmen. Für was? Also, da ist Gravenberch hat keinen Bock mehr, sich auf die Bank zu setzen, was man verstehen kann. Wie gesagt, da würde ich eine Leihe nehmen für ein Jahr irgendwo, wo er Spielpraxis kriegt. Goretzka möchte zur EM, was völlig verständlich ist. Die Spielzeit wird er nicht kriegen, weil ein Kimmich spielt halt leider immer, egal wie gut oder schlecht er ist. Kriegt dann noch Feuer durch einen Leimer, ja, der in der Balleroberung einfach ein Tier ist. Und wenn du einen Sechser holst jetzt für 50 Mille, Thuram oder sonst wen, der da im Raum steht,
Aber holst du den ja nicht und setzt ihn auf die Bank. Das ist ja dann ein Spielertyp, den der Tuchel haben möchte und der wird gesetzt sein. Ne? Also von daher, ja, wo sollen die Spieler spielen? Du hast dann wirklich 5 Mittelfeldspieler für eine Position. Also Leim hat noch den Vorteil, er könnte auch rechter Verteidiger geben zur Not. Hat generell gesagt, dass ihm das eigentlich egal ist, wo er spielt. Hauptsache er spielt. Schon mal eine gute Einstellung für unseren Club. Vielleicht kann er auch rechtes Mittelfeld spielen oder sowas, wer weiß. Ja, aber der Rest, schwierig. Ja? Schwierig. Bin gespannt. Und ich glaube, dass jetzt erstmal alle Spieler, vor allem auch alle Mittelfeldspieler, natürlich hier sind und sehen wollen, was passiert, was plant der Trainer, welche Systematik plant der Trainer, wo ist da mein Platz, fühle ich mich da wohl, kriege ich da die Chance, die Einsatzzeit, die ich mir vorstelle. Ich glaube, das ist zu früh in der Transferperiode, um da eine endgültige Aussage zu treffen. Linke Seite, Uli Köhler für Sky. Wenn ich jetzt mal so die Spieler, die Sie so im Auge haben, die Sie verpflichten wollen, Kyle Walker, Kim, der vielleicht da ist, das sind ja alle Spieler, oder auch Declan Rice, wo es jetzt nicht geklappt hat, sind die Körperlichkeit mitbringen. Ist das etwas, was Sie vielleicht in der abgelaufenen Saison gesehen haben, dass da auch bei den Bayern Nachholbedarf ist, dass man einfach auch mal hinlangen muss, dass es dass man einfach mal dagegen hält, dass man sich dagegen stemmt und nicht alles über sich ergehen lässt. Das ist das Ding. Nichts mit Körperlichkeit zu tun. Goretzka, wenn er fit ist, ist auch super körperlich. Ja? Aber er muss sich dann halt auch vom Typ her dagegen stellen, Alter. Es nicht nur über die spielerischen Momente alles funktioniert. Ja, ich glaube, dass uns, ich weiß nicht, ob man das dann allgemeingültig so festhalten kann, aber dass uns eine Robustheit und eine Körperlichkeit und auch eine psychische Stabilität gefehlt hat. Ja, ganz genau, das ist das Ding. Haben wir leider bewiesen und das mussten wir leider gemeinsam erfahren. Ja. Deshalb gehört das auch zum Profil der Spieler, die wir... Deswegen suchen wir halt auch einfach einen Sechser, der ein Sechser ist. Und nicht der denkt, er ist der Spielmacher und ist Xavi Alonso, Alter. Und Xavi Alonso war noch mehr Sechser, als wie es ein Kimmich ist. Das sagt schon alles, Alter. Die wir verpflichten wollen. Wir brauchen Stabilität, nicht nur physisch, sondern auch psychisch. Ja. Wir brauchen eine Galligkeit, brauchen wir. Damit wir auch als Mannschaft aggressiver, körperlicher und tougher spielen können. Yes. Auf jeden Fall. Nebendran David Ferhoff für Bild. Fühl dich. Find's auch gut, dass es ehrlich ist. Nicht nach dem Stand, wie es mit Harry Kane gelaufen ist, aber vielleicht eine Frage, was haben Sie, also Sie sprechen zwar vom 1.9. als Deadline, aber haben Sie eine Deadline, bis wo Sie Spieler gerne hätten, wo Sie sagen, das hilft mir, dass Sie sich in der Vorbereitung richtig einspielen können? Ja, es wäre natürlich jetzt schön, das ist immer so, aber das habe ich mir komplett abgewöhnt, darauf zu hoffen. Kannst du knicken, es ist auch völlig sinnfrei, dieses Transferfenster, oder? Warum ist das so? Warum macht man das Transferfenster nicht am Ende oder eine Woche nach Ende der letzten Saison bis zum Start der neuen Saison? Warum macht man so ein Hackmack und lässt das noch 4 Wochen weiterlaufen, wo die Saison schon angefangen hat? Also so völlig sinnfrei. Ich meine, so eine Woche könnte man ja noch verstehen, wenn man sagt, ja, da könnten die Vereine nochmal reagieren auf etwaige Verletzungen, Blasölz in der Vorbereitung oder so. Nee, fühle ich nicht. Also ich verstehe dieses Transferfenster nicht, warum das so gestaltet ist. Vielleicht bin ich dazu kurzsichtig, vielleicht gibt es irgendwelche Ligen in Timbuktu oder was, dass das Transferfenster so komisch auf sein muss, ich weiß es nicht. Also, so rein europäisch gesehen fühle ich das nicht. Ich weiß mittlerweile mehr als bei jedem anderen Verein durch die Konstellation, dass ich jetzt sehr, sehr eng eingebunden war, wie der Stand ist bei jedem Spieler. Ich weiß, dass wir an einigen Sachen mit Hochdruck arbeiten, aber das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. So, deshalb bin ich ruhig. Wir haben jetzt Der ist gut, den muss ich mir merken. Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht, Leute. 20 Feldspieler mit hier im Trainingslager, 23 Feldspieler, denen wir auch vertrauen und die auch bewiesen haben, wie stark und was für eine starke Einheit sie sein können, wie stark sie spielen können. Es ist halt super, ne? Er sagt gerade noch, ja, wir haben es ja letzte Saison leidvoll ertragen müssen, dass wir nicht robust sind, dass wir nicht diese Galligkeit haben, nicht diese psychische Stärke und jetzt, ja, wir haben ja 23 Spieler, denen wir vertrauen, wo wir voll hinterstehen, wo wir wissen, dass sie es leisten können. Ja, aber was soll man auch sagen? Man hofft ja, dass man noch Angebote kriegt, ne?
Und mit diesen Spielern müssen wir es schaffen, auch das nächste Niveau zu erreichen jetzt in der Trainingsphase. Und dann hoffen wir, mit zusätzlichen Transferen die Gruppe noch stärker zu machen, so wie wir es beschrieben haben. Aber das kommt, wie es kommt. Und selbst wenn Dinge spät passieren, dann werden wir bereit sein, um im Supercup und in den ersten Bundesligaspielen auf einen maximalen Erfolg zu spielen. Ist doch klar. Erste Reihe Stefan Kumberger für Pro7 Sat.1. Grüß Sie, Herr Tuchel. Was ist denn so die grundsätzliche Zielsetzung bei diesem Trainingslager? Jetzt geht es um Teambuilding, geht es darum, sich Kraft zu... Um Teambuilding. Sein Scheiß Ernst um Teambuilding? In der Mannschaft, wo sich nichts verändert hat, wo ein Abgang steht, gut. Nehmen wir die anderen beiden Leihspieler noch damit, und wo 2 Neuzugänge stehen, wo beide wahrscheinlich nicht in der ersten 11 stehen werden, redet er von Teambuilding. ...zu holen, die man dann eventuell in Asien wieder ein bisschen einbüßen muss. Und zweite Frage, wir sind ja hier im Revier von Uli Hoeneß. Wie war Ihre Zusammenarbeit in den letzten Wochen? Und es gibt ja so gewisse Traditionen, dass die Mannschaft den Patron auch mal besucht. Ja, ich glaube, wir besuchen ihn nicht als Mannschaft, aber vielleicht schaffen wir es als Trainerteam, ihn mal kurz zu besuchen. Ich glaube, es ist eher umgekehrt. Er besucht uns und hat das, glaube ich, auch sehr regelmäßig vor. Es ist auch sein gutes Recht und es ist auch schön, wenn er da ist und sich kümmert und mit einbringt. Was war der erste Teil der Frage? Also das Trainingslager. Ich bin großer Freund von Teambuilding auf dem Platz, von Teambuilding im Hotel und auf dem Platz. Wie gehen wir miteinander um? Wie läuft unser Morgen ab? Wie kommen wir da an? Wie trainieren wir zusammen? Wie gehen wir mit... Nicht über heiße Kohlen gehen, wie so Christoph Daum-mäßig? Wäre doch auch mal was, oder? Wird vielleicht den einen oder anderen Spieler bei uns mal erden, wenn wir ehrlich sind. Leuten um, die im Hotel arbeiten. Oder vielleicht sollten wir die auch mal wie auf Schalke mal so 1200 Meter in die Erde schicken. Aber dann so eine 8-Stunden-Schicht würde ich anberaumen. Vielleicht wird das den einen oder anderen auch mal erden. Wie begegnen wir uns da und wie läuft das ab? Und ich glaube... Wo so ein Sané und so ein Goretzka haben das ja schon mitgemacht. Ich komme ja von Schalke. Vielleicht brauchen die das einfach jedes Jahr. Da bin ich ein großer Freund davon. Und dann, wie trainieren wir? Und was ist da für ein Zug drin? Und das wollen wir eigentlich schaffen, dass wir da schnell auf Temperatur kommen. Jetzt sind heute die ersten Trainingseinheiten. Nach sehr linearer Belastung geht es in die Richtungswechsel und so weiter. Wir müssen da aufpassen, dass wir nicht direkt auch überpacen, weil die Mannschaft sehr fleißig, sehr hungrig ist. Aber wir versuchen jetzt schon, klar, auch einen Rhythmus zu finden und unsere Prinzipien einzuschleifen, um Abläufe zu finden, die uns nachher dann im Spiel auch helfen, die uns Sicherheit geben. Und wir haben natürlich unsere Schwerpunkte für diese Woche. Da geht es jetzt in den ersten 3 Tagen auch erstmal um eine Gewöhnung, um eine Belastungsgewöhnung, um eine Rhythmusgewöhnung. Und dann wird das spezifischer in der zweiten Hälfte dieser Woche. Und dann geht es ja eigentlich mit 3 Testspielen dann schon in Asien weiter. Und wir werden dann auch in Asien als kurzen Vorblick nicht viel Rücksicht nehmen auf Jetlag, Wetter oder Spielbelastung. Wir werden dann versuchen, das so gut wie möglich zu nutzen und uns davon unabhängig zu machen und die Spielzeiten vielleicht auf 45 zu verteilen, damit wir dann am nächsten Tag nicht regenerieren müssen, sondern einfach weiter trainieren können, um das dann zu kompensieren. Diese Reisen sind Bestandteil eigentlich jedes europäischen Topclubs. Deshalb wird da das Beste draus gemacht. Fertig. Kommen wir zu den letzten Fragen, bitte. Maximilian Koch nochmal in der zweiten Reihe. Herr Tuchel, wie ist die Perspektive von Sadio Mané beim FC Bayern? Ja, gute Frage. Ich meine, grundsätzlich... Grundsätzlich ist der Spieler des FC Bayern auch noch 2 Jahre Vertrag und bei uns ist jeder Spieler ein Spieler des FC Bayern. Ist Sadio natürlich, hat eine unbefriedigende Saison und ist hinter den Erwartungen geblieben und hinter den Erwartungen des Vereins natürlich auch geblieben und hinter seinen ganz persönlichen Erwartungen. Die Konkurrenzsituation ist extrem hoch für ihn. In der Position, wo ich ihn am stärksten sehe, sind auch Kingsley Coman, der natürlich für uns herausragend wichtig ist. Ja, weiter, dann hört es doch auf. Der
wieder zur Form gefunden hat, am Ende viele wichtige Tore geschossen hat, viele entscheidende Tore gemacht hat. Also da haben wir im Grunde eine Konstellation, die es sehr schwer macht, auch für Sadio. Und trotzdem... Sané wird erst gar nicht erwähnt, oder was? Muss ich sagen, das weiß der Spieler auch. Wir sind da auch sehr offen und sehr ähnlich miteinander. Ich kenne Dann sollte man mit dem Goretzka und mit dem Gravenberch vielleicht mal genauso offen sein. Auch seine Meinung, er kennt meine Meinung, er kennt auch die Meinung des Clubs. Und trotzdem ist er unser Spieler, trotzdem hat er Vertrag. Und deshalb ist es selbstverständlich, dass er hier mitkommt. Und dann verlangen wir alles von ihm und er verlangt dann auch alles von uns. Das ist sein gutes Recht. Und dann ist es jetzt noch sehr früh, das erste Trainingstag, mal schauen. Also schauen, ne? Für verrückte Dinge passiert, aber die Ausgangslage ist keine leichte für ihn. Aber Zeit wird uns da ein bisschen schlauer machen. So, machen wir noch 2 Fragen bitte, ganz in letzte Reihe. Ja? Fabian Gierke von Sat.1. Mit welchem Gefühl blicken Sie auf die Reise nach Asien? Ich freue mich sehr drauf. Ich freue mich, in Japan zu sein. Ich war mehrmals in Singapur. Ich weiß, dass Kathleen Krüger und ihr Team das optimal organisiert. Es wäre schön gewesen, wenn die das Mikrofon ein bisschen rübergestellt hätten. Oder der Thomas ein Stück rübergegangen wäre. Also es ist manchmal schlechte Audioqualität hier. Werden. Ich mag diese Reisen. Das ist sehr anstrengend und trotzdem, du hast attraktive Spiele. Es ist ein komplett anderer Kulturkreis. Es ist die neue Art in den letzten Jahren auch dieser Trainingslager. Ich mag das gerne, die Eindrücke aufzunehmen und da dann über diese Reisen auch zusammenzuwachsen und die Spiele zu bestreiten. Ich bin mir sicher, dass wir jetzt top organisieren. Hoffentlich sind die Trainings- und Spielplätze gut, die Trainingsbedingungen gut. Und dann bin ich grundsätzlich, wie gesagt, das ist Bestandteil eines europäischen Topclubs. Deshalb habe ich da also überhaupt kein Problem, im Gegenteil. Und ich hoffe, dass wir dass wir jetzt gesund aus dem Trainingslager dann rauskommen und dann alle mitnehmen können und dort gute Spiele machen werden. Und die letzte Frage, der Kicker nochmal, Georg Holzner. Ja gut, da muss ich wahrscheinlich ein paar Sachen jetzt reinpacken in diese eine Frage. Ich wollte sagen, aber wir haben noch hier 4 Minuten auf der Uhr, Alter. Wenn das okay ist. Einmal würde mich interessieren, wie sich die Rechtsverteidigerposition gestaltet, wie da ungefähr der Stand ist oder Ihr Eindruck bei Benjamin Pavard, womöglich Kyle Walker, bei Mazraoui, der seine Unzufriedenheit hin und wieder mal geäußert hatte, bei Josip Stanisic, ob also wenn man jetzt die Körpersprache sieht, dann war er nicht gut zu sprechen auf Mazraoui. Konrad Leimer da in Frage käme auf dieser Position und so weiter. Das kam schon ein kleines Lächeln. Stimmt, den haben wir auch noch. Bounazar, absolut. Ja, Bounazar, den musst du auch noch erwähnen, Alter. Der ist seit 3 Jahren in München, hat nicht ein Spiel gemacht, über 90 Minuten, Alter. Und das andere wäre dann nur noch die Torhüterposition, wenn man auf Jan Sommer jetzt schaut und eben auch Alexander Nübel, der ja nach wie vor noch unter Vertrag steht. Ja, und auch mit uns dabei ist. Ich glaube, auf der Torhüterposition macht es im Moment keinen Sinn, was zu machen. Deshalb, weil die Situation zu unklar ist, ganz einfach. Also ich glaube, die besten Entscheidungen trifft man dann, wenn die Rahmenbedingungen klar sind. Und die Rahmenbedingungen sind bei Manuel Neuer einfach noch nicht klar genug, um... Okay, das heißt ja, entweder verpflichten wir noch einen Torwart, wie es ja zwischendurch mal zu lesen war, oder es wird sehr wahrscheinlich in Jan Sommer nicht gehen gelassen. Daraus Konsequenzen für unsere Entscheidung, in welche Richtung auch immer, abzuleiten. Deshalb machen Aber mutmaßt ja, dass er eine Ausstiegsklausel hat. wir da erstmal gar nichts und warten ab und haben ja auch Jan und Sven, die das ja kompensiert haben, den Verlust, schon, nach wie vor bei uns. Alex wir kennen Alex seine Meinung, Alex Berater seine Meinung und trotz allem ist er ja auch jetzt bei uns und sehr positiv reingestartet, aber da kann natürlich was passieren, ohne dem Ganzen vorausgreifen zu wollen. Und ansonsten wäre das erstmal die gleiche Konstellation dann. Und das ist auch völlig okay, weil wir ja noch ein bisschen Zeit haben und diese Zeit auch brauchen, Okay, heißt, wenn Jan Sommer wechseln sollte, ziemlich spät. Um klarer zu sehen, ganz einfach, und rund um Manuel Neuer. Und Rechtsverteidiger. Ja, sind auf dem Papier viele Rechtsverteidiger.
Benji Pavard ist ein bisschen anderer Rechtsverteidiger, der auch sehr gerne und sehr stark als Innenverteidiger gespielt hat. Ein ähnliches Profil vielleicht wie Stanisic. Und dann der Stanisic denn das Profil, dass er auch Innenverteidiger spielt. Gibt es natürlich mit Nuss einen sehr offensiven, sehr spielstarken Rechtsverteidiger, der seine Unzufriedenheit ja manchmal kundtut. Ist auch kein Problem. Er hat am Ende trotzdem gespielt, weil er stark gespielt hat. Das ist die Hauptsache. Und dann schauen wir mal, was passiert. Also klar, weil natürlich Benji seinen Wunsch hinterlegt hatte, auch mehr innen zu spielen. Und Benji natürlich auch, wissen wir, ein Jahr nur noch Vertrag. Naja, aber dann hätte man Kim nicht verpflichtet, wenn man das so planen möchte oder würde. Hat eine sehr spezielle Konstellation und müssen wir ein bisschen abwarten, die Entwicklung. Wir haben keine große Not, da auch in Panik zu verfallen. Ich denke, dass und hat er ja auch bewiesen, Stanisic kann auch als Innenverteidiger spielen, ist dann sehr flexibel, kann auch in eine Dreierkette. Also ich sehe ihn nicht als Innenverteidiger. Der einrücken, um im Dreier-Spielaufbau vielleicht zu spielen, das während Nuss ein bisschen anderes Profil hat. Da sind wir noch nicht ganz fertig mit unseren Ideen und sind wir noch nicht ganz fertig mit der endgültigen Entscheidung, wie der Kader ausschauen soll und was dann auch möglich ist. Das ist grundsätzlich schon anders, ob da Nuss spielt oder Benji Pavard spielt, einfach von der Charakteristik der Spieler. Vielen Dank, Thomas. Dankeschön. Das war der Auftakt. Gleich geht's weiter mit dem Training. Bis dahin. Servus. Tschüss. Stimmt. Ciao. Ja, Leute. Das war's. Die ersten Worte. Ja, wir sind jetzt aus irgendwas schlauer geworden. Ich glaube nicht wirklich, außer vielleicht zu Manu, dass es da einfach ein bisschen dauern wird. Ich denke, dass wir da den Sommer nicht so früh gehen lassen werden, auch wenn da aktuell irgendwie Inter Mailand im Gespräch ist. Ansonsten Rechtsverteidiger hört sich eher so an, als wohl Tuchel dann nicht so einen Offensiven haben wie Nuss. Bin ich mal sehr gespannt. Ja, und ansonsten denke ich, defensive Mittelfeld 6 sucht man weiterhin. Zumindest interpretiere ich das so und ich denke, da werden noch 2, 3 Abgänge folgen. Ansonsten, ja, hat es Tuchel ja auch gesagt, ich glaube nicht, dass es nur bei 1, 2 Veränderungen bleiben wird im aktuellen Kader noch. Ich denke, da wird noch einiges passieren bis zum 1.9. Aber jetzt geht's ja bald schon los mit den Testspielen. Das heißt, sofern ich mir die anschauen kann, werdet ihr auch dazu dann meine Meinung hören. Ne? Und in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Gerne eure Meinung, wenn ihr irgendwas habt dazu. Haut's in die Kommentare und rot-weiße Grüße gehen raus. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Video. Tschüssi.